Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von Pokémon Sonne und Mond. Wir sind hier oben auf dem Bergen näher der Sternwarte. Wären damit ready für die nächste Prüfung. Wir haben ja jetzt ein paar noch gegen den Türsteher gefightet, der ehemalige Stall-Captain hier, so wie es irgendwie aussieht. Und ja, was aber losgeht, wir doch noch gerne ein neues Teammitglied in unsere Reihen holen. Holen vor allem, nicht holen, nee, holen, das muss ich mal gucken. Denn es liegt auf meiner Sonnenedition bereits bereit, dann schlecht. Dass wir gucken, was ich jetzt da rüber tausche. Im Idealfall natürlich ein Pokémon, was ich doch noch nicht habe. Wenn ich verstehe, was ich meine. Lande Kuriogen oder so in der Art. Am besten, ich gehe jetzt hier erst einmal. Hallo? In die Box und guck mal, was es hier noch Schönes gibt. Ich kann natürlich eigentlich vorstellen, dass es durchaus ein Ding sein könnte. Der Vogel glaube ich eher weniger. Jetzt haben wir einen Quatermark, aber muss man darüber tauschen. Stinksack. Der könnte es eigentlich sein, der hat die Nummer 206. Ne, den habe ich bereits. Natürlich ein Panzer-Eron auch schon. Dito wäre eine Option, hier nochmal eins fangen, war, weil Dito fehlt mir echt noch. Paragoni habe ich auch schon. Ein Molunke, gut, zwar männliche, aber trotzdem. Habe ich sonst denn nichts? Nö. Ich glaube, Flinchy habe ich noch nicht, wa? Also damals ständig abgehauen ist. Yep, aber noch nicht gut. Wir tauschen Flinchy rüber. Du, yeah, Mann, ist das nicht geil, Mann? So, wenn wir sagen, los geht's. Wir haben ja den Sofortlink. Also, dann wird hier erstmal wieder aus der Box raus bei Sonne. Okay, wo habe ich hier den Scheiß? Sofortlink ist auf der Seite. Gut. Ah, gleichzeitig berühren. Ich kann sagen, nee, sind da 10 cm voneinander entfernt gewesen. Braucht zu lange an, schlecht. Sagen wir mal Linktausch. Also dann, ich gebe hier Flinchy. Was will Lusadin? Nö, vergiss es. Cool, was ich alle schon habe. Hulk Hogan. Ja, doof. Ja, ist halt schon nach der Story, war Level 72 und so weiter. Money, das Mammut. Geht auch, kann man übrigens erst nach der Hauptstory fangen, ne? Also sprich die Vorstufe. Batman, ja. Warum nicht, Baloo. Ja, Mowgli. Nee, warte mal, Baloo war doch auch ein Ding. Baloo und seine Crew, genau. Egal. So, der kommt später hier, der gute Volt. Weil Entwicklung geht bei dem erst auf der nächsten Insel. Es wird daher momentan ja noch relativ wenig Sinn geben, schon rüber zu tauschen. Deswegen kommt erstmal hier der Eisbrecher zu uns. Tauschen. Jo. Eisbrecher, unser neues Teammitglied. Warum Eisbrecher? Das seht ihr dann, wenn es Level 37 erreicht hat. Hallo, grüezi wohl. Tschüss. Da haben sie sich kurz kennengelernt. Und Freundschaft geschlossen. Danke fürs Antöten, Icebreaker. Kinder gut im Eisbrecher. Ja, machen schon. Neuer Eintrag. Yeah, Crabbox. Was geht ab, Alter? Ein neues Pokémon, Alter. Es verliert oft so eine Schirn im Kampf, aber sie wachsen schnell nach. Obwohl diese nur wenig Fleisch enthalten, gelten sie als Delikatesse. Okay, sind die Fleckmann-Routen oder was? Das ist aber schräg. Ganz kurz, muss natürlich auch hier nach kurzem Pokédex durchswitchen auf Sonne. Dann haben wir momentan mal Volt, wie gesagt, tausche ich erstmal später rüber. Sehr gut, kann ich hier mal Sonne zuklappen. Können uns wieder mal um Mond kümmern. Unser neues Teammitglied, der Icebreaker. Was hat er drauf alles? Natürlich ein Kampf-Pokémon, wie wir bereits wissen. Positives Wesen für Initiative, sehr gut. Die Fähigkeit Eisenfaust.
Erhöht die Stärke von Hieb, Punch, Faust und Schlagattacken. Ein weiterer Grund, wieso ich es gerne hier auf Mond bis Level 36 bis Level 36 trainieren möchte und dann für die Entwicklung dann, also sprich Level Up halt, bis Level 37 es dann nochmal rübertauschen und von dort aus zeige. Das eben dann alles ein Grund. Und nach erfahren, wenn man soweit ist, ist momentan halt Durchbruch, eine starke Kampfattacke, man weiß, Irrschlag, naja, Blubstrahl, Verfolgung natürlich immer wichtig. Als Kampf-Pokémon sowieso nicht so schlecht. Man sieht, es ist nicht mal das schlechteste. Salamandra ist noch ein bisschen schwächer, aber macht ja gar nichts. Haben wir immerhin mal, man kann immer quatschen, immerhin mal ein Kampf-Pokémon im Team, das ist doch immer ganz geil. Und ja, auch physisch halt offensiv. Das heißt, ein Pokémon sollte gerne auch mal Erdbeben und vielleicht sogar Steinkante. Steinkante weniger. Wir sehen es, wenn es soweit ist. Das Mal haben wir noch viel vor uns. Okulani Sternwarte. Okay. Sieht faszinierend aus. Ein Hoch unser Computer. Yeah, man. Computer for the win. Scheiß auf Apple. Hier, das ideale Geschenk, um die Suchen zu behalten. Kometstück. Ja gut, kann verkaufen. Hätte man direkt 5000 geben können. Was für ein Idiot. Radiowellen. Magnetilo. Und Digitalkamera nur für Größeres ist, als man so von Heimgebrauch hat. Man blickt auch längst nicht mehr durch ein Teleskop wie früher, um den Nachthimmel zu betrachten. Vielmehr macht man Fotos des Weltalls, um es zu erforschen. Boah, das ist mal eine interessante Info, die man auch im Real Life zur Anwendung findet. Natürlich mit gewissen Einschränkungen natürlich. Denn das Weltall betrifft sind wir im Prinzip noch richtige Noobs. Also da ist noch gar nichts irgendwie erforscht. Also gar nichts, wenn man es zum Beispiel mal mit so Science Fiction so vergleicht. Star Trek, Star Wars und so weiter und so fort. Das ist alles eigentlich noch für den Arsch. Marlon und Chris sind richtig dicke Freunde. Warum macht sie das nur? Oder wie macht sie das nur? Eine gute Frage, aber sonst nichts mehr. Hier geht es auch nicht rein. Wir haben nur eine Tür. Und da ist auch schon Chris. Der Captain. Chris in Kontrollzentrale. Ein neues Ziel befindet sich im Anflug. 500 Auftreffpunkt, die Prüfungsstätte. Kontakt in 5, 4, 3, 2, 1, Error 404. Sag mal, magst du ein Festival Plaza? Oh ja, nö. Ganz ehrlich, Leute, da geht mir ein bisschen Marsch vorbei. Keine gute Antwort. Ach egal, fangen wir einfach an. Wann, wo, was? Hier fehlt hier das was. Hier und jetzt. Womit? Im Prinzip ist es das Ziel der Prüfungen, das jeweilige Herrscher-Pokémon hervorzulocken und ihm die eigene Stärke zu beweisen. Ja, also die Prüfung hier ist schnell gemacht. Wirklich sehr schnell gemacht. Da kam eine Idee. Was, wenn es einen Weg gäbe, Herrscher-Pokémon auf der Stelle herbeizurufen? Das würde uns einiges an Zeit ersparen. Also habe ich ein bisschen rumprobiert und eine Maschine gebaut, mit der man einen Herrscher-Pokémon rufen kann. Warum ich diese Maschine erfunden habe, dafür muss ich etwas weiter ausholen. Hier in der Sternwarte untersuchen wir in erster Linie Schallwellen aus dem All. Wir Menschen können diese Schallwellen leider nicht wahrnehmen, Pokémon hingegen schon. Die Schallwellen, die wir hier abfangen werden, schließlich in die weite Welt hinausgeschickt, damit wir überprüfen können, wie die Pokémon auf sie reagieren. Das Equipment, das dabei zum Einsatz kommt, stellt die Grundlagen für meine Maschine zum Rufen von Herrscher-Pokémon her, dar. Die Schallwellen, die wir hier abfangen, haben uns aber auch bei der Entwicklung des Sicherheitssystems der Sternwarte geholfen. Die Idee dafür stammt übrigens nicht von mir, sondern von Marlon, wo wir gerade dabei sind. Ich wollte meine Maschine eben einweihen. Sieh das Experiment doch einfach mit mir an. Aktiviere Herrschomat, Modell 2.0. Herrschomat. Also dann, Herrscher-Poké. Ja. Yeah. Blackout. Oh Mann, Chris, er ist weg. Jetzt hat den Strom der ganzen Welt abgefressen oder was? Was? Ein Stromausfall? Verflixte Tür ist verriegelt. Wie kriegt denn jetzt das Sicherheitssystem deaktiviert, damit ich die Tür öffnen? Was? Wenn der Strom ausgefallen ist, funktioniert auch kein Sicherheitssystem mehr. Ach ja, was automatisches Soundeffekt-Quiz. Keine Sorge, ich bin eine ungewöhnliche Präsenz. Das Herrscher-Pokémon ist auf dem Weg hierher. Die Prüfung kann also trotzdem stattfinden. Macht ihr bereit, es ist Prüfungszeit. Im Dunkeln. Ja, warum nicht?
Damit Sie die Tür öffnen, muss zuerst ein Soundeffekt absolviert werden. Frage 1. Welches Ereignis ordnet man dem folgenden Soundeffekt zu? Pokémon heilen! Richtig, die Tür öffnet sich nun automatisch. Mabu? Uah, aber ist die aufgegangen, ist ein Pokémon eingedrungen. Das ist dann wohl ein Fall für dich, Michael. Ja, wie er schon gesagt hat, es ist Prüfungszeit. Ja, Mabula, Mabula, Mabula. Los, Dark Toxic. Du machst das schon. Mabula, wir kennen's, Käfer Elektro. Giftzahn. Okay, toxisch vergiftet, sehr geil. Wow. Der Unlicht-Attacke in Unlicht-Pokémon. Das ist natürlich immer sehr clever. Ach, come on. Dann hier halt noch der Knirscher. Also richtig gelohnt, ey. Ich wusste, du packst das, Michael. Was? Nur, dass die Tür wieder zugegangen ist, wenn wir hier geplaudert haben. Ah! Was hast du geplaudert? Gefeitet wohl eher. Keine Sorge, der Pokémon wird auftauchen, da bin ich mir sicher. Präsenz des Herrscher-Pokémon wurde in der Ferne festgestellt. Hä? Was soll das sein? Ein Helikopter oder was? Damit die Tür öffnen, muss zuerst ein Soundeffekt absolviert werden. Frage Nummer 2. Welches einem erhält man bei dem folgenden Soundeffekt? Man erhält den roten Pokédex. Richtig. Oh oh. Ah, schon ein Pokémon, es gehört ganz dir. Michael. Mache schon. Und es ist der Elektrobus. Ja, die Weiterentwicklung halt. Übrigens wegen, ja, wegen vorhin noch erwähnt habe, wegen Volt und so weiter zum Rübertauschen. Es ist natürlich schon so, die Entwicklung zu Akku, die erfolgt auf Level 20 automatisch. Das ist überhaupt gar kein Problem, aber dann die weitere Entwicklung zu der letzten Stufe, was natürlich das Herrsch-Pokémon hier ist, ganz logisch. Das geht eben nicht auf der Insel, obwohl es hier, wie man sieht, es ist Herrsch-Pokémon, es muss also eigentlich hier sein. Aber entwickeln kann man es kurioserweise erst auf der nächsten Insel. Funkensprung. Naja, es greift physisch an, gar nicht mal so schwach. Akut. Das war richtig akut. Ja, ein akuter Zwischenfall. Jetzt wieder zugegangen. Da bin ich mir sicher. Das erste Pokémon kommt immer näher. Ich komme. Wieso nimmt es nicht den Bus? Kann mir egal sein. Die Aktivierungssequenz des Sicherheitssystems bei 50%. Okay. Welches Pokémon können wir beim folgenden Soundeffekt rufen? Akub, oder? Richtig! Meine Tür geht zwar auf, aber das ist doch bestimmt wieder. Wow. Und schon wieder eins. Das ist ja schon ein bisschen lame. Ich bin schon wieder. Die Augen nicht. Oh Mann, du bist so doof. Du gehst mir auf den Zeiger. Wow, jetzt haben wir einmal die Vorstufe gehabt. Mabula. Jetzt zweimal Akubs. Lädt sich auf. Oh oh. Na gut. Wenn die auch sowas war. Es lädt sich auf. Man denkt so, okay, es greift gleich an. Für den Angriff und so. Was erhöht so die Spezialverteidigung. Ich meine, das ist schon cool, aber da würde es eigentlich erwarten, dass etwas. Ein Käfer-Pokémon oder Käfer-Elektro wohlgemerkt, was eine Flugattacke beherrscht. Das ist auch nicht schlecht. Ja, eben, er lädt sich auf, da würde man doch eigentlich erwarten, dass es den Angriff erhöht oder Spezialangriff, nicht die Spezialverteidigung. Du hast alles im Griff, Michael, super!
Warum mache ich bloß immer den gleichen Fehler? Fang mich auch. Ich muss hören, es muss ganz neu sein. Das erste Pokémon ist bereits sehr nah. Joho, ich komme. 2 Sekunden bin ich da. Fast vollständig. Wieder was erscheint mit dem folgenden Soundeffekt. Agentur, ein erster Pokémon. Richtig. Was ist hier? Dona. Das ist das erste Pokémon. Was ist denn hier steckt, Michael? Donarion, das erste Pokémon der Sternwarte, ist erschienen. Yeah, Mann. Es ist der Elektrokäfer. Was? Es hat alle seine Werte? Nur fucking ernst jetzt. Ja, natürlich! Gut, Darktox kann ich mit noch vergiften. Wäre ganz froh von dir. Oh oh. Das war zu erwarten. Es ist Käfer Elektrofon, das heißt Primarena und Kaipo. Geist! Wäre eine Idee. Oder kein Flugtypus mehr. Eisbrecher. Ich setze Alamandra ein. Ja, Mann. Komm zu mir. Akup. Das wäre so geil, wenn ich jetzt Donarium fangen könnte. Hey. Weil eben, entwickeln geht ja zur nächsten Insel so doof. Aber egal. Du bist fällig. Müsste aber schneller sein. Jo. Weil, ja, die ganze Reihe da von Voltula, Akup und so weiter und Donarion, die sind, Makula, egal. Lucenarion, die sind eher langsam. Wenn das in der Höhe ist mir scheißegal. Was? Also, ein Bäre hat es auch noch, toll. Salamandra. Ach du Scheiße, ist das Vieh stark. Eisbrecher? You can do this? Bin schon da, Mann. Was, ein Käfer nicht? Ernsthaft? Das ist aber neu, oder? Natürlich bin ich bei anderen paralysiert, ist klar, Mann. Gut, das kann ich auch vergessen. Ich würde es eigentlich halt trotzdem mal nach seinem anderen für das Level, aber es sehr wichtig ist. Ich glaube, den Rest überlasse ich dann mal zum Starter, war. Obwohl, warte mal, wäre da eigentlich der perfekte Zeitpunkt für, ihr wisst schon. Sensei. Warum? Weil, gut, Donarion greift bisher eigentlich immer physischer, was eigentlich ein Fehler ist, weil sein Spezialangriff von Donarion, der ist extrem hoch. Im Vergleich vor allem, ja, zu seinen Vorgängern auch, also Vorstufen. Eher physisch ausgerichtet, lernt auch physische Attacken. Donarion selbst plötzlich, jo, jetzt bin ich plötzlich speziell. Und was der für einen Spezialangriff hat, ey. Kurios weiß auch trotzdem schneller, hä? Seltsam, war. Da kann die Genesung ernsthaft jetzt? Ups. Natürlich ist es viel zu noch tricky, war, wenn es da ständig Dinge einsetzt. Natürlich setzt immer die richtige Attacke ein. Was soll denn das? Okay, jetzt reicht's. Pflanzegeist ist da.
Trotzdem relativ stark. Kalpura, ich zähle auf dich. So, er fliegen wurde sowieso nicht. Ladevorgang, okay, ist gleich down. Der ist mir scheißegal, weil meine Attacke ist ja physisch. Och nö. Alter, was ist denn das für eine Kombi? Das ist ja richtig übel. Ich meine, im Prinzip richtig genial. Der Herrscher ist langsam für mich. Macht der andere einfach mal Paralyse. Von, ja, Geschwindigkeits-Init-Eimer-Stufe runter und so. So. Sensei. Salamandra. Ja, die Initiative sinkt weiter. Jetzt nochmal einen Pflücker ein. Ja, wo es kein Flugtyp mehr wie ihn war. Jetzt treffen plötzlich Bodenattacken. Übrigens auch ein Vorteil von Lunarion, wenn man gesehen hat. Dieser Elektrokäfer, der war in der Luft, oder? Ja, er hat tatsächlich Schwebe drauf. Elektro-Pokémon mit Schwebe. Warum auch nicht? Sag mal. Wieso triffst du hier denn nicht mehr? Was soll der Scheiß? Och, come on. Es ist paralysiert, es kann nicht angreifen. Diese scheiß Paralyse. Ist mir egal, Kalpura, du machst das schon. Du musst das jetzt bringen, ey. Du. Jetzt reicht's mir. Ständig Full Para oder trotzdem nicht treffen? Hallo? So macht man's. Ja, yeah, wir haben gewonnen! Du besiegst Lunarion, den Herrscher. Wie geil ist das denn bitte? Schön Nase säubern. Ja, das mag es. Unser kleines Salamandra, ja, das hat es doch so gern. Yeah, Mann, danke. Hallo? Hä? Was soll denn das denn? Ich wollte gar nicht. Ich wollte eigentlich... Hä? Spinnst du jetzt Spiel? Das kannst du gar nicht mehr nehmen irgendwie. Voll crazy. Ja, schon besser. Wie geht's dem Rest der Truppe? Auch der Sensei bräuchte mal... Was tust du mir bloß an, ey? Ich weiß es doch nicht, ich bin verzweifelt. Jo, danke, Mann. Sensei, dank dir. Geil, Mann. Jo, Mann. Ich fühle mich cool, Mann. Jo, Mann. Ich bin jetzt viel zufriedener. Danke. Zutrauen, 2 Herzen. Es hat 2 Herzen und noch ein bisschen Schmerzen. Heim doch endlich mal, du Arsch. Ich komm ja schon. Eine Geistereule. Jo, ich danke. Was machst du denn Dank? Geil, Mann. So,
Reicht aber auch, Freunde. Wir haben die Prüfung gemeistert. Wir sind Prüfungsmeister. Oder? Zoom? Chris! Marlon! Das Captain mal wieder eine richtig gute Figur abgegeben, war? Michael hat von deiner Hilfe sicherlich profitieren können und dein Experiment war auch ein Erfolg, ja? So wie es aussieht, verbraucht dein Herrschuman-Modell 2.0 noch zu viel Strom. Auf was du nicht sagst. Mal zu steuern, bitte. Hier, Michael. Für deinen Sieg im Herrscher-Pokémon bekommst du von mir den Z-Kristall Voltium Z. Yeah! Für Elektroattacken. Ja, Mann, wir haben es geschafft. Wir sind so cool, Mann. Krass. Schau genau hin. Yeah. Im Dunkeln habe ich mich irgendwie wohler gefühlt. Und wenn man jetzt so direkt ins Gesicht schaut, wird er ganz nervös. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wo ist der Schumas, wenn man ihn braucht? Also, danke und herzlichen Glückwunsch. Du hast Prüfung bestanden. Danke. Gratuliere zur bestandenen Prüfung. Nach dir vielen Dank, Captain Chris. Mein Herz rast noch immer wie verrückt. Captain Chris. Normalerweise sind die Captains ja vom Inselkönig ernannt. Aber hier auf Ula laufen Dinge nun mal ein wenig anders. Genau, ich wurde Marlon zum Captain ernannt, nichts vom Inselkönig. Ja, warum? Das erfahren wir auch noch, Leute. Weil der König hier ist... Ja... Ja, wir treffen ihn noch, keine Sorge. Etwas für dich. Metallium-Zeit, jetzt böse. Oh, geschenkt dir den mal, wa? Tja, haben dummerweise momentan kein Stahl-Pokémon. Ja. Überhaupt nicht auffällig, wa? Ja, ganz mal abliefern. Maske gefälligst, ja? Gut, mache das mal. Ja, der Professor einmal circa lokalisiert. Das bringen wir ihm die Maske. Ja, mache ich schon. Aber das, liebe Freunde, machen wir natürlich erst wieder in der nächsten Episode hier beim spannenden Let's Play zu Pokémon Sonne und Mond. Naja, spannend natürlich in Anführungszeichen. Dort muss passiert hier einiges, muss man erstmal heilen gehen. Wir haben sie nur auf die Mütze gekriegt, ey. Das scheiß Tonarion. Alter, mein Team. Echt übel. Naja. Sagt trotzdem wieder mal, wie gewohnt, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal wieder hier bei Pokémon Sonne und Mond. Ciao zusammen.